Aus gegebenem Anlass mal wieder ein Gedicht. Heißt der Pöttmisser Gemeinderat 2020. Die erste Sitzung vom Pöttmisser Gemeinderat war eine Sitzung, die sich gewaschen hat. Marina Möhrmann hat im Kinderhort ihren Hut genommen und somit ihren Platz im Gemeinderat Pöttmis bekommen. Und dann hat man gemeint, der Spuk ist endlich vorbei, aber nein, ich habe gedacht, ich bin bei RTL 2. Denn es kam, ach du Scheibenkleister, die Wahl zum zweiten Bürgermeister. Und die war schon, oh weh, ein Tiefschlag für die CWG. 2 Schwarze folgten ihrem Gewissen und schon war die CWG um ihren Thron beschissen. Die Wahl vom Grasermanni wurde zum Hochverrat. Und das, obwohl der Ketzmirko die Wahl gegen Mani doch so klar gewonnen hat. Und zum Schluss waren dann schon einige sehr echauffiert, denn der Verräter wurde auch noch zum 3. Bürgermeister gekürt. Und das stinkt die Christlichen dann schon bärig. Ihre Parteifreunde sind quasi gar nicht hörig. Ja, wo kämen wir denn da hin? Wir sind doch da nicht in einer Demokratie. Doch. Und darüber bin ich sehr froh. Man bildet sich eine Meinung und entscheidet dann so. Und jeden, den das irritiert, hat das Prinzip von Demokratie nicht kapiert. Und jetzt ist aber bitte endlich auch mal gut. Wir sind doch da nicht beim FC Hollywood. Ich hoffe, in der Gemeinde haben jetzt alle erkannt, Entscheidungen trifft man mit Herz und Verstand. Und im Pöttmisser Gemeinderat sitzen Leute mit Charakter und Hirn. Und was Besseres kann uns in Bemers gar nicht passieren. Lieber Gemeinderat, jetzt bitte widmen Sie sich wirklich den wichtigen Dingen. Wir wünschen uns in Pöttmis und für euch dazu gutes Gelingen. Habe die Ehre. Ihr sagt, das Gedicht war eigentlich ganz schön. Mehr gibt's auf www.franzbreitsermeter.de.